Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch ist ganz gut. Ich hoffe, ihr habt euch schön eingekuschelt, so wie ich gerade. Also ich habe mir so eine richtig fette Kuscheldecke geholt. Ich habe mir da eine Bettflasche schön warm gemacht. Es ist so cozy gerade. Und es ist 2 in der Nacht, das ist eigentlich unmenschlich mittlerweile. Ja, und ich habe morgen Schule, zwar erst um 11 Uhr. Aber es ist halt einfach auch wieder so viel los in meinem Leben, Leute. Es ist, ja, ich habe ganz viele Updates zu erzählen und ich freue mich auch richtig drauf. Ja, nein, ich weiß gar nicht, wie ich soll anfangen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also als erstes Mal, ich glaube, das Wichtigste, hebt euch schnell fest. Das ist irgendwie ein bisschen sad gerade, ich weiß gar nicht, aber das ist die letzte Podcast-Folge, die ich in dieser Wohnung aufnehme. Ich glaube, die meisten von euch haben jetzt so ein bisschen den ganzen Wohnungsstruggle mitbekommen und wissen, dass es immer näher kommt. Und jetzt ist es einfach so real. So, ich habe immer gewusst, so, ja, okay, es kommt immer näher, das Zügeln und jetzt ist es einfach so da. Und es macht keinen Sinn. Es macht in meinem Kopf wirklich keinen Sinn. Und ich check, auch wenn ich den Satz jetzt gerade sage, nicht, dass das literally die letzte Podcast-Folge ist, wo ich auf dieser Couch hocke. So, am Sonntag wird sie da rausgetragen und dann ist einfach die ganze Wohnung leer. Oh mein Gott, nein, mein Herz. Ich kann nicht mehr. Also ich glaube, ihr wisst ja, dass das meine erste Wohnung ist. Also ich habe ja vorher daheim gelebt bei meinen Eltern. Und ich bin im Oktober 2023 bin ich mit dem Can zusammengezogen daher. Und irgendwie ist es so weird, weil ich bin eigentlich ausgezogen, gar nicht mit dem Gedanken von, ich ziehe jetzt komplett aus. Und ich habe gedacht, das wird mir so ein Wochenaufenthalt. Also ursprünglich war ja eigentlich das Ding gewesen, dass der Can aus seiner WG aus Winterthur hat raus, weil die sich aufgelöst hat. Und er hat eigentlich mega gerne auf Zürich gehen, weil er hat schon lange mal in Zürich wohnen. Und ich habe dann gerade Zusage bekommen für mein Studium und bin so gewesen, hey, mega praktisch. Wenn du dann in Zürich wohnst, dann kann ich ab und zu dann zu dir pennen und dann habe ich nicht so einen langen Weg. Und irgendwie haben wir dann herausgefunden, dass Zürich doch noch hure teuer ist, um so wirklich halt eine eigene Wohnung zu zahlen. Und dann ist eigentlich mehr so ein bisschen das Ding, dass er sich eine Wohnung sucht und ich zahle dann ein bisschen dran. Das war eigentlich der Ursprung gewesen. Und ich bin halt einfach nie mehr heimgegangen. Also irgendwie, ja, in dem Sinn. So, ich bin dann halt gleich irgendwie da voll eingezogen. Also es fühlt sich jetzt nicht für mich an, als wäre ich da, würde ich da ein bisschen einen Teil zahlen und ja, komme ab und zu mal daher. Also, ich wohne halt da. Und also ich muss sagen, ich finde es mega gut, wie sich so entwickelt hat. Weil ich glaube, hätte ich so müssen den Entscheid treffen von ich ziehe jetzt von daheim aus, wäre das glaube ich wieder ein bisschen mehr emotional für mich gewesen. Und hätte ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte es jetzt so gut handeln können. Und so ist es wie so für mich wie so ein fließender Übergang gewesen, dass ich eigentlich mir selber halt wie noch die Möglichkeit gegeben habe, von es ist noch nicht offiziell auszuziehen, aber es ist dann immer mehr so geworden. Und also wie ja, ich kann es dann wie plötzlich auch wählen, so da wohnen und die Wohnung da mit einrichten und keine Ahnung was. Also es ist wie, eben, es ist jetzt unsere Wohnung. Es fühlt sich nicht an, als wäre es eine Can seine Wohnung. Und darum würde ich auch sagen, es ist meine erste Wohnung. Also es ist auch eigentlich auch meine erste Wohnung so. Und ja, das ist so sad. Ich weiß nicht. Es ist so ein komisches Gefühl, mir so aus seiner ersten Wohnung rauszugehen. Weil es einfach, also ich weiß nicht, ich bin halt ein mega nostalgischer Mensch. So, der Can ist ja, also der ist ja hure viel Mal in seinem Leben umgezogen, 25 Mal. Und seit ich ihn kenne, ist er 4 Mal umgezogen. Und ich habe halt wie alle Teile, obviously, also alle Wohnungen oder je nachdem, wo er gewohnt hat, habe ich halt wie auch miterlebt. Und für mich ist es teilweise was schlimmer gewesen, als er ausgezogen ist als für ihn. Einfach weil man so Memories sammelt. Und dann ist es immer so ein komisches Gefühl von, das verlässt man jetzt einfach, man geht nie mehr in die Wohnung und es wohnen einfach fremde Menschen in dieser Wohnung. Und das ist irgendwie weird. Und ich glaube halt wie, wenn es jetzt halt wie so die Wohnung ist, wo wir zusammen, wo so meine erste Wohnung, Alter, das wird mich zerreissen. Ich weiß gar nicht, wie ich das handeln kann. Und ich glaube, das Schlimmste ist ja auch so ein bisschen, dass die Wohnung abgerissen wird. Also das Haus wird abgerissen, darum müssen wir ja auch rausgehen. Das heisst, wir müssen spätestens im Januar raus sein. Von dem her, wir sind by the way froh, haben wir einfach eine Wohnung, Alter. Oh mein Gott, stell dir vor, ich hätte jetzt den Stress mit, wir müssen in 2 Monaten draußen sein und wir haben noch nichts. Also von dem her, ich bin wirklich happy. Haben wir da nie so einen kompletten Stress gehabt. Aber ja, irgendwie der Gedanke, dass also weiss auch nicht, dass wir nie mal irgendwie daher kommen und irgendwie unseren Kindern zeigen, hey, schau mal, in diesem Haus haben wir schon unsere erste Wohnung gewesen. Das ist doch irgendwie sad. Da ist nachher einfach irgendein hässlicher Block, oder ich weiss doch auch nicht, chillt dann einfach da. Das ist irgendwie traurig. Und nur schon, ich glaube, also wir wohnen ja nachher immer noch in der Stadt Zürich und es kann gut sein, dass wir dann mal da vorbeikommen
und dann siehst du einfach, wie das Haus nicht mehr da steht. Nein, ich kann nicht mehr, ja, Leute, das zerreißt mich im Fall. Aber ja, also weißt du, gleichzeitig ich freue mich auch hure. Ich freue mich richtig fest auf die neue Wohnung. Also klar, es wird jetzt Pain eben mit dem Zügeln, es ist schon noch viel Arbeit. Auch wenn wir immerhin nicht müssen, alles cleanen. Also normalerweise ist es so, dass wenn du ausziehst und die nächsten Leute reinkommen, dass du dann halt alles blitzblank musst cleanen, wirklich. Und wir müssen halt besser rein abgeben. Das ist ein Blessing, oh mein Gott. Also wirklich. Und eben, ich mache jetzt das erste Mal so richtig Zügeln, weil als ich ja da reingezogen bin, habe ich einfach so, also wir haben viele Sachen neu gekauft. Ich habe ja nichts mitgenommen von daheim, außer halt so Kleider und so. Ich habe wirklich literally nichts mitgenommen. Und jetzt ist halt, ja, das erste Mal richtig zügeln und halt so einfach das Ganze mal machen und das ist so weird. Einfach mal packen und du nimmst auch alles mit. Das macht so keinen Sinn. Und du musst halt dann auch alles wieder ausräumen dort hin und wieder überlegen, so, wo kommt jetzt der Fernseher her und wo müssen wir jetzt das machen und passt das vom Platz und nein. Also ja, ich freue mich auch. Es ist wirklich cool und wir sind jetzt beide so mega oft auf Pinterest, so gegenseitig so am Inspo-Sachen schicken, wie wir es einrichten wollen. Und es ist so funny, für die mich schon länger verfolgen, vielleicht haben Sie mitbekommen, dass als wir in diese Wohnung eingezogen sind wir relativ gespalten gewesen, was so unsere Meinung angeht bezüglich Einrichtung. Und das ist so lustig, weil mittlerweile sind wir wirklich recht auf der same page und das macht so Spaß. Und to be fair, also ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen auf seine Seite gewechselt. Ich bin ein Chamäleon, ich habe mich angepasst. Aber ja, ich bin irgendwie auch, ich weiß nicht, ich habe mich halt vorher gar nicht so mega damit befasst und er halt wie schon, weil er hat schon in einer WG gelebt und sonst vorher schon. Und für ihn ist das wie die erste Möglichkeit gewesen, wo er so hat können, seine Wohnung mal so einrichten, wie er es will. Und für mich ist es halt irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe wie eigentlich meine Wohnung einfach so einrichten, wie mein Zuhause war, weil das für mich so weird war, mal so auszuziehen und noch etwas anderes zu leben. Ich wollte, dass es so ein bisschen aussieht wie ein Teil von meinem vorherigen Zuhause. Macht das Sinn? Und wie mittlerweile bin ich schon auch sehr auf der Page von ihm von so, oh mein Gott, okay, ich will es so cool einrichten und dass es so ein bisschen stylisch aussieht. Also es sieht auch jetzt mega stylisch aus, aber ich habe halt wie, ja, einfach viel von Zuhause übernommen. Genau. Aber ich bin gespannt und es wird crazy. Wir dann jetzt morgen, Alter, schon morgen, wenn ich die Podcast-Folge höre, am Donnerstag um 2 haben wir Schlüsselübergabe. What the fuck? Dann können wir den Schlüssel über von der neuen Wohnung und dann können wir dort reingehen. Und das Lustige ist ja, ich habe die Wohnung, also ich bin ja von L.A. zurückgekommen, wirklich meinen Koffer angestellt mit dem fettesten Check-Lag, wirklich. Und dann sind wir direkt an die Wohnungsbesichtigung und wir haben sie ja so halb cool gefunden ursprünglich, weil es, also ja, so, es war so alt die Wohnung, aber es ist halt so, habe ich das so erzählt, es ist halt, oh, ich hoffe, die vorherigen Mieter, ja gut, ist halt Geschmackssache, die haben es halt jetzt nicht so krank geil eingerichtet und sie haben halt in jedem Zimmer haben sie eine Wand farbig angemalt, so in einer so, einfach so, es hat so ausgesehen wie so ein Kind, ich weiß auch nicht, Kindsgüng, also, nein, es hat mir einfach gar nicht gefallen und es war halt mega voll, gewesen, weil es halt schon so am Packen sind und darum hat es sich jetzt auch nicht so gross angefühlt, obwohl es von den Fakten her grösser ist als die Wohnung, wo wir jetzt drin sind. Aber ja, morgen gehen wir wieder rein, die Wände sind alle frisch weiß gestrichen, zum Glück. Und ja, ich habe halt, wir haben keine Videos gemacht, keine Bilder gemacht und ich habe auch gar nicht mehr so wirklich in Erinnerung, wie die Wohnung aussieht. Wir haben halt wie einfach zugesagt, wir müssen so eine fixe Wohnung, wir nehmen sie. Und sie ist ja auch, weißt, sie ist auch easy. Also sonst hätten wir sie ja nicht beworben, so wenn sie voll scheiße gewesen wäre. Aber es ist wie, ja, strange, jetzt einfach so in eine Wohnung gehen. Wir haben die jetzt und ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie aussieht. Also der Grundriss haben wir zugeschickt bekommen, aber trotzdem. Und wir werden jetzt morgen einfach dort reingehen, es ist alles leer und ich freue mich auf den Moment. Ich glaube, das wird so ein richtiger «Oh mein Gott, das ist unsere neue Wohnung» Moment, wo wir einfach in dieser leeren Wohnung irgendwie so... Ich stelle mir vor, wenn wir so am Tanzen sind und so «Woo!» Ja, genau, da freue ich mich drauf. Und am Samstag und am Sonntag tun wir dann eigentlich alles so ein bisschen zügeln. Voll. Und wir haben erst nächste Woche eigentlich so wirklich den Abgabetermin, aber wir brauchen halt obviously sehr viele Leute, die so ein bisschen helfen und das ist halt am Wochenende am einfachsten. Darum, ja, das ist so ein bisschen das eine fette Update. Und, oh mein Gott, wir haben in der neuen Wohnung haben wir ja auch einen Parkplatz. Also, das haben wir ja wieder nicht. Und der Can hat ja auch seine Autoprüfung jetzt und so. Und nein, ich weiß gar nicht, oh mein Gott, jetzt sage ich etwas Falsches, aber wegen dem Can in der Family hat irgendein Gotti, der ihren Vater, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie so vom Chance in der Family Seite hat irgendjemand, oh mein Gott, ich weiß nicht mehr, ob das stimmt. Also ist er krank, glaube an Demenz.
Oh mein Gott, ich hoffe, ich droppe jetzt keinen falschen Fakt. So. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Person braucht halt wie das Auto nicht mehr. Und sie würde es uns einfach for free geben. Alter, was? Was? Also, es ist hure geil, aber es hat einen Haken. Und es ist so ein scheiß Haken eigentlich. Also, für die Leute, die checken. Es ist geschaltet. Und ich kann halt nicht geschaltet fahren. Ich habe Autofahren gelernt mit Automatik, ich habe eine Prüfung gemacht und ich bin noch nie in einem geschalteten Auto gehockt, also zum Fahren. Darum habe ich ein bisschen Angst, weil der Can, also er hat auch die Prüfung automatisch gemacht, aber er hat auch schon geschaltet, also er ist auch schon mit einem geschalteten Auto gefahren, also er kann es ein bisschen. Und ich bin halt, ich weiß nicht, irgendwie jetzt bin ich so am Punkt, oder wenn ich es erfahren habe, er ist halt so mega so, oh mein Gott, wie cool, und ich bin zuerst so, oh mein Gott, Hilfe, weil, also eigentlich mega geil, Bro, ich habe gerade dieses Auto über, what the fuck, aber ich bin gleich so, oh mein Gott, ich will ja dann auch mit dem fahren und ich kann das nicht und das macht mir irgendwie Angst. Und ja, darum, ich kann halt auch noch nicht einschätzen, ob das jetzt mega schwer ist, ob das easy ist, ob man das schnell lernt. Und weil jetzt gerade in meinem Kopf ist es so richtig schlimm. So, ich höre so die schlimmsten Stories von irgendwie Anhang anfahren und nur schon das Auto anbekommen und oh mein Gott, nein, ich komme gerade Krise, wenn ich daran denke, weil ich finde Autofahren ist schon nice, aber ich finde es halt einfach nice, können Musik hören und keine Ahnung, einfach fahren. So, aber dann müssen wir irgendwie mega mit dem Auto, weiss ich nicht. Es macht mir ein bisschen Angst. Darum gibt es ein Update. Ich weiss noch nicht, ob ich Fahrstunden nehme oder ob ich es irgendwie, kann ich, vielleicht können meine Eltern noch geschaltet Auto fahren, weil meine Eltern haben halt auch ein Automatauto, darum bin ich nie damit konfrontiert worden. Aber sie müssten ja eigentlich schon noch fahren können, weil zu ihrer Zeit hat man da ja noch müssen das lernen. Und eben ich halt das wie nicht mehr müssen. Und ich darf ja auch schon, also ich darf geschaltet fahren mit meiner Prüfung, auch wenn ich Automatikprüfung habe. So, und ja, darum, es wird spannend, es wird crazy. Ja, genau. Aber weiteres Update. Ich bin eine Woche lang in Amsterdam mit meiner Klasse. Oh Gott, es war geil. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt die ganze letzte Zeit wirklich so fett im Stress gewesen. Ich glaube, ihr habt es mitbekommen in meinem Podcast, wie fett ich immer am Abranten bin, wie scheiße alles ist und wie stressig alles ist. Und ich muss sagen, Amsterdam hat hure gut da, weil, also klar, es war in dem Sinn Schule gewesen, aber es hat sich angefühlt wie Ferien. Also es ist wirklich, ich muss mir vorstellen, es ist nicht wie so ein Klassenlager, sondern es ist wie mehr, du hast immer wieder Termine. Und wir haben zum Beispiel wie so, glaube ich, 9 Screenings gehabt, also es war ein Filmfestival in Amsterdam gewesen, und dann haben wir wie so 9 Tickets gehabt zum Film schauen. Und das ist wie, du musst einfach vor Ort den Film schauen, aber du bist nicht so, dass du die ganze Zeit halt mit der ganzen Klasse und der Lehrperson etwas machst. Es ist mehr so halt wie einfach eine Studienreise, entspannt. Und du hast, also ja, wir haben jetzt nicht so mega viel Freizeit gehabt, aber so, du gehst jetzt wie halt mit deinen Friends einfach kurz Mittagessen und so. Also auf der anderen Seite finde ich es wirklich schade, weil ich finde das irgendwie schon auch cool, so im Klassenlager, dass du die ganze Zeit mit der ganzen Klasse unterwegs bist und so. Aber es ist ja easy, also es hat sich jetzt für mich einfach wie angefühlt, als würden wir so, halt, als wären wir so das vierte, so wir Friends, so in Amsterdam einfach. Und ja, also in dem Sinn, es war ein Stress gewesen, weil es viel Programm war, aber es war mal nicht ein Stress gewesen von, weißt du, so der Druck, dass man so irgendwie muss Sachen abgeben muss, dass man muss etwas leisten muss, sondern es war ja wie die ganze Zeit nur das Konsumieren gewesen. Und das war so entspannt gewesen, das hat mir so gut da. Und ich habe ja wie halt in dem Sinn aktiv keine Zeit gehabt, um jetzt irgendwie an meine Bachelorarbeit zu denken, weil ich halt wirklich auch keine Zeit habe. So. Ja, darum ist es wirklich es hat mega gut da, es war richtig geil gewesen. Das Einzige, was scheiße war, Alter, Bro, ich weiss nicht, was los war, aber ich bin einfach an einem Tag ja, krank gewesen. Also, ja, kurz Triggerwarnung wegen Übergehen, aber ich rede jetzt nicht zu viel drüber. Aber ich sage euch, das war insane gewesen. Ich bin am Morgen um 6 Uhr verwacht, voll übel. Und dann bin ich einfach im Halbstundentakt aufs WC gesagt. Es tut mir so leid, das ist too much detail. Aber es war richtig schlimm gewesen. Es war wirklich literally übel gewesen. Wortwörtlich. Ja, und ich weiss nicht wieso, weil ich hatte jetzt nicht irgendwie Fieber gehabt und mir ist jetzt auch nicht irgendwie, ich weiss auch nicht, ich hatte jetzt auch nicht Bauchweh gehabt oder so. Ich weiss nicht, ob ich einfach etwas Falsches gegessen habe, aber ganz weird. Und es war wirklich auch nur ein Tag gewesen. Also wie, ich hatte dann den ganzen Tag noch mega Gliederschmerzen gehabt und ich konnte einfach nichts machen. Weißt du, es ist so das krank, wo du immer am Handy chillen, so richtig ungeil. Und ich finde so, das ist halt sonst schon mega beschissen. Aber wenn du dann auch noch auf der Studienreise bist, Alter, das ist so scheiße, weißt du? Dann kommst du so mit, so die anderen sind gerade am Flobi und du bist so, Mann, ich will auch gehen. Ja,
Und in dem Moment wünschst du halt einfach nur, dass du halt daheim im Bett bist und deine Ruhe hast. Und also wie... Ja, weißt du, ich liebe meine Friends, aber es ist wie einfach so ein bisschen scheiße, wenn du zu viert im Zimmer bist. Und ich mir vorstelle, wir haben so ein Zimmer gehabt, wo wie halt ein WC logischerweise drin ist. Aber das WC hat wie nicht so eine richtige Tür gehabt, sondern es war wie so ein bisschen eine Klapptür gewesen. Du kannst nicht mal beschliessen. Und wenn du halt dich die ganze Zeit musst übergeben musst, ist es einfach unangenehm. Es gehört jeder. Und ich weiß auch nicht. Ja, ich check it. Also auf der anderen Seite, ich bin ultra froh gewesen. So, sie haben mega viel gemacht. So, sie haben mir Bouillon-Suppe gekauft, sie haben mir Tee gemacht, sie haben meine Bettflasche aufgefüllt. Und also sie haben sich mega gecared um mich und das ist ultra cute. Also wirklich bin ich hure froh gewesen. Und auf der anderen Seite bist du eben gleich, du willst einfach irgendwie deine Ruhe haben und ja. Aber es war eben zum Glück nur ein Tag gewesen, und es war, ich glaube, sogar gerade an dem Tag gewesen, wo irgendwie am wenigsten spannendes Programm war, sage ich mal. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie mega FOMO gehabt, zum Glück. Aber ja, es war auf jeden Fall beschissen gewesen. Aber sonst, Leute, ich habe so viel zu erzählen, es hört gar nicht mehr auf. Ich habe halt wirklich die Podcast-Folge mit meinem Bruder letzte Woche ich halt wie vorgetragen, weil ich halt wusste, ich habe am Abend wahrscheinlich keine Zeit. Ich hätte mega gerne eine Podcast-Folge zu 4. aufgenommen mit den anderen Girlies. Vielleicht müssen wir das irgendwann mal noch machen. Ich glaube, das wäre voll cool. Aber eben, wir haben halt wie nicht so wirklich Zeit gehabt. Und darum, ja, habe ich jetzt wie so 2 Wochen lang so viel, also es ist so viel passiert. Ich habe immer so das Gefühl, so Podcasts nehme ich alle Wochen auf. Und die Leute fragen mich manchmal, wie kannst du so viel reden alleine? Und ich bin so, ich weiss auch nicht. Irgendwie ist wirklich, jede Woche bin ich so da, so, oh fuck, ich habe wieder so viel zu erzählen. Und ich schaffe es nicht mal wirklich ein Thema zu haben, weil so viel los ist. Aber ja, diese Woche habe ich eigentlich so ein bisschen das Thema. Aber ich will noch etwas, das passt eigentlich sogar, das ist gerade ein guter Übergang. Es ist vor fast 2 Wochen jetzt, ist mein erstes eigenes Event gewesen. Oh mein Gott. Also was heisst, ja, ich habe schon so ähnliche Sachen ja gemacht, aber das ist wie so das erste Event, wo ich so, ja, wo wie so mein Event war, ohne irgendwie andere Creators und wo einfach so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ja, also wie, es ist ja der Film «Hallo Betty» rausgekommen, das ist ein Schweizer Film und eigentlich haben sie mich angefragt, ob ich einfach Werbung machen quasi, so quasi der Film kommt raus und ich bin so «Hure boring, Alter, wir machen da noch geilen Scheiß» und dann habe ich eben die Idee gehabt, hey, machen wir doch ein Event, wo wir so Premiere, wo ich euch einladen kann, so ein Teil, also wie ich habe es quasi verlost und ein paar haben ein Ticket dann gewonnen und es war so cool gewesen, es war so toll gewesen. Ich konnte 44 Leute von euch einladen. Und nein, ich weiß auch nicht, ich bin einfach jedes Mal so happy, wenn ich euch in Real Life sehe. Ihr wisst nicht, was mir das gibt, ohne Witz. Gerade auch, wenn ich so Flomis mache und so. Und nein, ihr seid einfach so herzig, und ich denke mir einfach jedes Mal nach so einem Event, Bro, was habe ich für eine geile Community. Und meine Friends sind ja auch an dieser Premiere gewesen, und die sind auch so zu mir gekommen und sie sind so gesagt, du hast die herzigste Community. Und ich bin so, ja, Alter, wirklich. So, also erstens mal, ich habe den Dresscode 60er Jahre gemacht und ich habe wirklich eigentlich nichts erwartet. Ich habe so gedacht, so, okay, also wie, ist halt hure schwierig. Ich finde so, wenn es jetzt zum Beispiel so 2000er wäre, dann wäre es glaube ich ein bisschen einfacher, um so sich zu stylen, weil das jetzt gerade ja auch wieder so ein bisschen Trend ist. Aber so 60er Jahre ist halt wie schon schwer. Also es gibt ja wie wenig Leute, die jetzt etwas daheim haben. Aber ich habe ja so fett rausgehauen. Also es sind wirklich Leute mit so Röckchen gekommen und so mit gestylten Frisuren und Make-up. Es haben wirklich 120% gegeben. Und das hat mich so happy gemacht. Das war so herzig gewesen. Und einfach auch sonst so, es sind Leute gekommen und haben mir Geschenke gemacht und haben mir, Alter, wirklich, nein, ich kann im Fall Ice Girl hat einfach sogar anfangen zu brüllen, weil es mich gesehen hat. Das hat mir den Rest gegeben, Alter. Oh mein Gott, Alter, nein, crazy. Ja, und es ist einfach crazy, also sag ich nicht mal crazy, Entschuldigung, krass, krass, nein, wirklich krass, nein, das kann ich nicht sagen, aber ich finde es auch schön, wie viel Liebe ihr mir geben könnt. Und das ist einfach so etwas Tolles und ich schätze das so fest. Und einfach gerade nach so einem Event, ich habe so Bock, um mehr so Sachen zu machen. Es sind sogar Leute nach dem Event, also wo der Film fertig war, so zu mir gekommen und haben gesagt, Nati, du musst öfters so Events machen. Und ich so, ja, ich finde es selber so cool. Darum, ich muss jetzt wirklich... Es wird einen Live-Podcast irgendwann noch geben. Es wird wieder einen Flomi geben. Oh ja! Oh mein Gott, Flomi kann ich auch jetzt schon sagen. Also ich werde auf TikTok und auf Insta und so werde ich dann auch noch irgendwann mal Bescheid geben. Aber schreibt es euch jetzt schon mal rein. Ich mache ja eigentlich jedes Jahr immer so einen Flomi, wo ich meine Kleider verkaufe. Und der ist eigentlich immer in Uster. Und eigentlich kann ich jetzt den mal es nicht in Uster machen, weil für Leute, die halt wie nicht von Zürich kommen, ist es halt wie... Also, es ist in Zürich, ist es halt wie so ein bisschen mühsamer, aber es ist halt wie am praktischsten für mich, weil ich den
den kennen, der das Ganze organisiert. Und der weiss wie auch schon so ein bisschen, was auf ihn zukommt, wenn das bedeutet, dass ich einen Flomi mache. Darum ist es wie meistens ein bisschen am einfachsten. Aber ich will eigentlich in Zukunft es mehr an einem guten Standort machen. Also entweder in der Stadt Zürich, weil das ist halt für die meisten am einfachsten zugänglich. Also gerade jetzt, wenn du von Bern kommst, hast du einfach eine Stunde und sonst musst du noch ins Kaff fahren. Aber darum wird es jetzt das letzte Mal noch in Uster sein und hoffentlich nächstes Mal dann ein bisschen eine bessere Location. Vielleicht wird es dann auch ein bisschen mehr ein eigenes Event. Wir werden sehen. Ja, aber ich glaube, das kann ich alles halt erst planen, wenn ich aus dem Studium fertig bin. Ich schwöre so, ich habe so Bock, um mehr so Sachen zu machen. Oh mein Gott. Genau, aber schreibt euch das Datum ein. Es ist am 22. Februar. Ich glaube, ich sage das jetzt schon richtig, ja. Also ganz schnell in den Kalender, schreibt ein. 22. Februar, ein Sonntag in Uster. Vermutlich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau von der Zeit ist, aber ich glaube irgendwie so zwischen 9 und, also vom 9 Uhr am Morgen bis um 4 Uhr am Nachmittag. Aber kommt am besten am Morgen vorbei, weil dann meistens nach dem Mittag sind schon die coolsten Kleider quasi weg. Aber ja, schreibt euch schon mal 22. Februar ein und kommt vorbei. Es ist so cool jedes Jahr. Und ja, genau, das ist schon mal dazu. Aber nochmal zurück zum Hallo Betty Event. Und zwar habe ich ja wie gesagt erzählt, dass einfach ein paar Leute mir Briefe geschrieben haben und so. Ach, ich weiß auch nicht, ich habe die jetzt gerade letzte wieder durchgelesen. Weil ich jetzt am Packen bin, habe ich einfach nochmal alles durchlesen. Und dann hat mir jemand als PS, Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt den Brief, aber ich habe jetzt schon eingepackt, könnte ich jetzt vorlesen. Und zwar ist es darum gegangen, so, dass sie als PS geschrieben hat, wegen der Podcast-Folge, so quasi eine Idee, was man reinbringen könnte. Und zwar, was ich gelernt habe in dieser Woche. Und ich finde das eigentlich nice. Und ich rede nicht von gelernt im Sinne von, das habe ich in der Schule gelernt, neue Algebra, bla bla. Nein, wir reden von, was habe ich für mich gelernt in dieser Woche, was habe ich mitgenommen. Ich finde das eigentlich etwas mega Nices, weil ich habe zum Beispiel gerade in dieser Woche überlegt, was ist Lustiges passiert. Und irgendwie bin ich gerade so gewesen, boah, ich habe gerade eigentlich nicht so etwas, aber ich habe eigentlich etwas, wo ich diese Woche gelernt habe. Also wie so ein bisschen ein Learning für mich, etwas, was passiert ist. Und ich finde das eigentlich auch immer so sehr schön, um mit euch zu teilen. Und eben, ihr seid auch sehr herzlich willkommen. Immer in den Kommentaren schreiben, was so euch am lustigsten, was euch in dieser Woche passiert ist, was irgendwie am lustigsten ist oder was ihr gelernt habt und so. Und ich finde eben gerade bei so Sachen, so was man gelernt hat, finde ich eben immer mega geil, weil ich weiß auch nicht, ich finde es auch so spannend, so bei anderen zu hören, was habt ihr in dieser Woche gelernt und weil, ich glaube, man lernt ja immer wieder dazu im Leben, so, es können ganz kleine Learnings sein, Sachen, die man über sich selber irgendwie checkt auf einmal oder Verhaltensmuster oder whatever. Und darum, ich weiß auch nicht. Bei mir war halt die Woche mega das Thema Erwachsenwerden auf viele verschiedene Ansichten, eben das Thema Wohnen und jetzt auf einmal irgendwie so, I don't know, zügeln, Auto, eigene Entscheidungen treffen und jetzt komplett ausziehen und ich weiß auch nicht, also es ist wie gerade so viel und ich finde es gerade lustig, weil ich weiss noch, ich habe immer mega Angst vor dem Erwachsenwerden. Einfach weil das hat für mich so bedeutet, so, oh mein Gott, viel Verantwortung und unabhängig sein von den Eltern und ich weiß auch nicht, ich habe immer mega Angst davor gehabt und ich mag mich zum Beispiel gut erinnern, ich konnte mir nie vorstellen, mal auszuziehen. Einfach weil ich so war, oh mein Gott, wie? Oder nur schon ein Auto haben, das ist ja so viel Verantwortung. Zum Beispiel jetzt bin ich am Punkt, ich kann mir auch nicht vorstellen, ein Kind zu haben und ich weiss, ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich will ein Kind haben und wo ich auch mir das zutraue, die Verantwortung. Weil jetzt ist das in meinem Kopf auch gerade so, oh mein Gott, das ist ja crazy viel Aufwand. Also ist es natürlich auch, aber ja, ich check it. Und jetzt muss ich sagen, bin ich mega an dem Punkt, wo ich es gerade mega nice finde, zum Erwachsensein. Also ich sehe gerade so alles mega als Vorteil und es ist so schön. Weil das habe ich noch nicht so lange. Also wirklich erst so seit ein paar Monaten merke ich, wie cool ich es finde, zum Erwachsensein. Also ich mag so können selber Entscheidungen treffen und können selber irgendwie wachsen, unabhängig von, in dem Sinne, meinen Eltern oder sonst irgendwie. Und ich kann wie so meinen eigenen Weg gehen. Ich kann so meinen eigenen, wie sagt man, ich kann einfach selber Entscheidungen treffen. Ich kann jetzt, wenn ich will, rein theoretisch auswandern. Ich könnte mein Studium abbrechen und irgendeinen Job anfangen. Also ich kann wie meine eigenen Entscheidungen treffen, so rein theoretisch. Ich könnte jetzt auch einfach, wenn ich das Kind will, könnte ich jetzt einfach das Kind in die Welt setzen. Das ist doch crazy. Ich könnte mir ein Haustier kaufen, ich könnte mir irgendwann einen Bauernhof kaufen, ich kann machen mit meinem Leben eigentlich gerade, was ich Bock drauf habe. So,
ja. Und das ist wie gerade für mich so ein crazy Gedanke, weil als Kind kannst du das ja wie nicht. Und ich kann auch so meinen eigenen Willen. Es kann mir jetzt gerade wie niemand mehr in dem Sinne etwas vorschreiben, was ich darf und was ich nicht darf. Also logisch gibt es noch das Gesetz und so. Aber wie, ja, ich checke Dinge so, wenn du halt aufwachst, dann ich weiß auch nicht, dann sagen dir halt Eltern also, musst dann im Bett sein, du darfst so lange nach draußen bleiben, du darfst das und das machen, du darfst dort hingehen und mit den Freunden und du musst aber dann sagen, wo du bist und jetzt bin ich bin einfach erwachsen. Wow. Ja. Und ich merke aber auch, dass es irgendwie auch, also es hat auch ein paar Nachteile, beziehungsweise es hat gerade diese Woche für mich einen Punkt gegeben, wo ich mega etwas über mich herausgefunden habe. Also ich habe es schon mega lange mit mir herumgetragen, aber ich habe wie nie den Punkt gecheckt, was ist das Problem. Und es ist jetzt wie auch gerade so ein bisschen persönlich, weil ich weiß auch nicht, aber ich rede jetzt einfach mal. Ich habe diese Woche meine Eltern besucht und ich liebe meine Eltern und sie lieben mich auch. Wir haben ein mega gutes Verhältnis und das haben wir eigentlich auch schon immer gehabt. Und es hat aber immer wieder mal, also ich glaube, das ist bei jeder Beziehung so, wo man mit Eltern hat. Ich glaube, für alle, also ich glaube, das kennen alle so. Und zwar, dass man einfach gewisse vielleicht Meinungsverschiedenheiten hat mit den Eltern. Also, oder zum Beispiel irgendwelche Einstellungen oder ich weiß doch auch nicht. Es gibt wie mehrere Sachen. Und ich habe, ich merke bei gewissen Themen, dass ich wie, wenn ich eine andere Meinung habe, dass das gerade bei meinen Eltern irgendwie noch mal ein bisschen spezieller ist. Also, ich weiß auch nicht, sonst zum Beispiel, wenn meine Friends andere Meinung haben oder andere Einstellungen, ob es jetzt politisch ist oder keine Ahnung was, dann bin ich eigentlich jetzt nicht mega der Mensch, der jetzt irgendwie mega das Gefühl hat, ich muss jetzt meine Meinung sagen oder weiß doch nicht, sondern ich bin, also ich habe auch Freunde, wo ich nicht mal weiss, was sie genau für eine politische Einstellung haben oder was jetzt irgendwie, es ist gar nicht so mega wichtig. So, es ist voll im Vordergrund, dass es im tiefen Herzen gute Menschen sind, dass man sich gerne, dass man einander wichtig ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig lustige Zeit hat. Also wie, es sind ganz andere Sachen im Vordergrund. Und also klar gibt es immer wieder mal, dass man vielleicht spannende Diskussionen hat oder Themen mit Freunden. Aber es ist jetzt wie nie so, dass es mir mega wichtig ist, was jetzt, weiss doch auch nicht, dass ich jetzt meine Meinung irgendwie durchboxe oder so. So jetzt zum Beispiel auch gerade so beim Thema vegan. Würde ich sagen, bin ich jetzt allgemein sehr, ich schaue, dass ich mega zurückhaltend bin. Oder wie, ich weiss auch nicht, ich schaue jetzt wie, mir ist es mega unangenehm, wenn es jetzt irgendwie so ein Thema wird mit irgendwelchen Leuten, die ich so im Alltag so treffe, einfach weil ich so nicht möchte die Person sein, was, ich weiss auch nicht, die ganze Zeit um das Thema geht so. Und ich sage dir auch nie etwas, also das einzige Mal, wenn das Thema in meinem Alltag ist dann halt, wenn es irgendwie ums Essen geht, weil ich irgendetwas bestelle oder so, also wie, wo es halt logisch ist, dass es zum Thema wird, aber ich mag es eigentlich gar nicht, wenn es irgendwie so wirklich so ums Thema selber geht, wo man irgendwie diskutiert darüber. Checkt ihr, was ich meine? Und das ist wie bei ganz vielen Themen, also ich gehe sehr gerne aus dem Weg. So, und ich mag es eigentlich nicht so, dass es irgendwie so Reibungspunkte gibt. Und bei meinen Eltern ist es aber wie so ein bisschen anders. Also dort gibt es, wenn es Themen gibt, wo wir unterschiedliche Meinungen sind, jetzt gerade irgendwelche Einstellungen, dann bin ich auf einmal, ich weiss nicht, was aus mir rauskommt, aber dann bin ich wie so auf einmal so ein bisschen radikal. Ich sage es jetzt mal einfach so. Vielleicht gibt es gewisse Leute, die da relaten können. Das nimmt mich jetzt Wunder, schreibt es in meinen Kommentar. Aber ich habe dann auf einmal, mache ich so einen Schalter, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt meine Eltern überzeugen. Ich muss sie aufklären. Ich muss ihnen meine Meinung sagen und sie müssen sie verstehen. Und ich bin dann mehr so, hey, checken die nicht, und das ist doch so und das geht nicht, und keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sage, aber es ist wie, also es fängt dann immer mit der Diskussion an und es wird dann manchmal, vielleicht sogar fast ein bisschen emotional von meiner Seite. Einfach, I don't know. Also wie es ist schon ein paar Mal passiert. Und ich kann wie selber auch nie ganz von mir sagen, wieso dass ich so bin. Weil sonst bin ich das auch nicht in meinem Alltag. Oder sonst ist mir das jetzt auch nicht so wichtig. Auch wenn es meinen Geschwistern wäre, ist es mir nicht so wichtig. Es ist einfach bei meinen Eltern ist es so. Und also ich habe es wie einfach spannend gefunden, weil wir jetzt gerade letztes Mal, als ich sie gesehen habe, auch wieder so eine Diskussion hatten. Und ich bin dann
sehr selber auch mega emotional geworden. Also ich habe irgendwie dann mega brüllen. Also es passiert bei mir, also ich bin ja allgemein ein Mensch, der sehr schnell muss brüllen. Nicht nur, weil ich traurig bin, sondern weil ich irgendwie dann, weiß auch nicht, wenn ich irgendwie in einem Streit bin oder so, auch wenn ich mit dem Can mal streite, dann will ich mega schnell, habe ich einen Klotz im Hals anfangen zu brüllen. Und das ist gar nicht immer nur, weil ich irgendwie dann mega traurig bin, sondern einfach so, dass ich meine Emotionen verarbeite. Das sind meistens meine Emotionen. Und das ist dann wie auch wieder passiert. Und dann hat das Gespräch auf einmal so ein bisschen einen Turn genommen. Und ich muss sagen, es war ein mega gutes Gespräch gewesen. Also meine Eltern haben mich dann wie auch so auf einmal gefragt, wieso ist das dann so wichtig, um so deine Meinung uns mega zu sagen. Willst du dann mit dem uns überzeugen? Ist es dir wichtig, dass wir die gleiche Meinung haben wie du? Oder was ist es? Und ich bin wie irgendwie am Punkt, wo ich so war, ich weiss es gar nicht genau. Weil, also blöd gesagt, wenn jetzt mein Ziel wäre, dass sie die gleiche Meinung haben wie ich, ist meine Art, wo ich in dem Moment bin, wäre ja nicht die Lösung. Also keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Und irgendwie, ja, bin ich dann mir selber auch so ein bisschen ins Stocken gekommen, weil ich es mir selber nicht erklären konnte. Und das ist wie so die ganzen Punkte in mir gewesen, wo ich merke mega, so ich will meine Eltern, also es passiert mega oft bei solchen Sachen, ich will meine Eltern überzeugen in allen meinen Einstellungen, wie ich bin, wie mein Leben ist. Und ich glaube, früher war es halt mega oft so gewesen, dass wir immer uns einig sind. Also zum Beispiel, wenn ich mit Social Media angefangen habe, die sind 100% hinter mir gestanden. Die haben alles super gefunden. Sie haben ja sogar selber mittlerweile mit Social Media angefangen. Es war so nie ein Konfliktpunkt gewesen. Und auch früher habe ich halt wie oft, also keine Ahnung, man wächst, also das kennt glaube jeder, dass man damit aufwächst, dass man halt die Meinung von den Eltern einfach übernimmt, weil das ist das Einzige, was man kennt und für einen das einzige Richtige. Und irgendwann wird man dann halt erwachsen, hat vielleicht ein anderes Umfeld, anderen Einfluss, geht an die Schule, wird aufgeklärt von gewissen Sachen, hat eine For You-Page, wo man vielleicht in eine Richtung entwickelt wird, wo man in eine Richtung getrieben wird. I don't know. Und man fängt an, sich über Sachen zu informieren und über Sachen seine eigene Meinung bilden, die vielleicht dann eben von den Eltern so ein bisschen abweicht. Und das ist eigentlich ganz normal und das ist auch okay. Und irgendwie merke ich aber, also gerade durch das Gespräch habe ich gemerkt, das ist mein Main Problem eigentlich. Mir ist mega, mega wichtig, dass meine Eltern gut finden, wie ich lebe, wie meine Einstellung ist. Und für mich geht das nicht auf. Also mir ist mega wichtig, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Und in meinem Kopf kann das nicht gleich sein. Meine Eltern können für mich stolz auf mich sein, aber nicht die gleiche Meinung haben wie ich oder nicht alles 100% gut finden, was ich mache. Und das ist, glaube ich, mein innerer Konflikt. Also ich habe ja gerade letzte Woche mit meinem Bruder in der Podcast-Folge darüber geredet, dass er das so gut kann und dass er so in dem Sinne einen Fick drauf gibt, was andere denken und ich kann das nicht. Und das ist genau der Punkt, Alter. So, mein Bruder macht sich Tattoos, der reist um die Welt, der macht Sachen, die vielleicht jetzt meine Eltern nicht 100% nice finden, aber es ist ihm egal. So, und er weiß trotzdem, dass meine Eltern ihn lieben und dass sie stolz auf ihn sind. Und ich merke, dass mir das wie schwer fällt. Also das ist für mich, das ist mein Learning gewesen. Und es ist ein mega schönes Gespräch mit meinen Eltern, weil wir in diesem Gespräch dann so das herausgefunden haben, oder ich habe das für mich herausgefunden. Und meine Eltern haben mir dann auch gesagt, so, hey, wir sind doch mega stolz auf dich und wir haben dich so gern, wie du bist. Auch. Und es ist ganz normal, dass du dich weiterentwickelst und das ist auch richtig so und das ist auch gut so. Die Aufgabe meiner Eltern, sie haben gesagt, unsere Aufgabe war eigentlich, dass wir dein Rucksäckchen ein bisschen packen, dass du nachher in die Welt kannst, gehen. Und was du nachher mit dem Rucksäckchen machst und wie du das weiterhin füllst, das ist deine Entscheidung und das ist in deiner Verantwortung. Und was du mit dem machst, das ist wie nicht mehr ihre Aufgabe und unter ihrer Obhut in dem Sinn. Und auch wenn ich nur einen kleinen Teil von dem Rucksäckchen, den sie mir geben, brauche, haben sie mich immer noch mega gern und sind immer noch mega, mega stolz auf mich. Und ich weiß auch nicht, das ist so ein emotionales Gespräch. Es ist wirklich, es ist für mich mega healing gewesen. Also ich habe einfach gemerkt, wie sich so ein Knopf löst. Also ich glaube, es braucht jetzt einfach noch so schon ein bisschen, um mich irgendwie so daran zu gewöhnen. Aber es ist einfach sehr gut da, mal das für mich herauszufinden, dass ich so den inneren Konflikt habe. Genau. Und ich merke zum Beispiel auch so bei ganz anderen vielen Sachen, also zum Beispiel auch so Beziehung, so mit dem Can. So, meine Eltern haben ein mega gutes Verhältnis mit dem Can und trotzdem bin ich manchmal immer noch so ein bisschen unentspannt, weil mir so wichtig ist, dass meine Eltern
dass meine Eltern 100% dahinterstehen können bei meiner Beziehung. Also das klingt jetzt mega blöd, aber wie... Ja, ich habe dann wie so das Gefühl, ich muss sie amigs gleich noch überzeugen. Und ich kann dann, also ich merke das wie selber bei mir, dass ich dann, wenn der Can nicht ist, dass ich dann so mega über den Can rede. Also weißt du, dass ich das Gefühl habe, ich darf gar nicht ansprechen, dass wir mal ab und zu auch Streit haben, weil ich so in meinem Kopf so das Gefühl habe, meine Eltern müssen denken, dass ich 100%, also ich bin ja auch 100% glücklich, aber ich meine wie, dass es gar nie einen Moment gibt, wo meine Eltern könnten denken, oh Gott, der ist vielleicht doch nicht gut, weil das in mir so eine tiefe Angst ist, weil ich so will, dass meine Eltern 100% ja, mit mir, also das gut finden, wie ich lebe. So, und irgendwie, ja. Also ich merke einfach, es hat für mich mega viel so, ist auf einmal klar geworden, wieso dass ich so Konflikt, also wieso, bei ganz vielen Punkten ist auf einmal vieles klar geworden. Voll, ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, also einfach so ein bisschen allgemeine Sachen. Ich habe dann mit ChatGPT, meinem besten Kollegen, habe ich halt dann so ein bisschen hin und her geschrieben, um so herauszufinden, so wieso ist das eigentlich so, weil das ist, glaube ich, schon so ein allgemeines Ding. Also ich habe dann mit Friends von mir nachher über das Thema geredet und die haben mir auch so ein bisschen relaten. Die sind also gesagt, ja, Alter, sie haben genau das Gleiche. So bei anderen Freunden ist es einfach jetzt gerade so bei Meinung und so, ist wie gleich, weil Freunde haben so einen ganz anderen Part im Leben. Und bei den Eltern ist es halt wie, ich glaube, das hört wie nie auf. Es ist einem das Leben lang wichtig, dass die Eltern stolz auf einem sind. Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber ja, Eltern sind halt einfach nun mal so emotional die wichtigsten Bezugspersonen und ich glaube, darum triggert es auch so viel stärker als jetzt bei anderen Menschen, als jetzt bei Friends und so. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also das hat ChatGPT gesagt, in deiner Familie gibt es gewisse Regeln oder Vorstellungen, wie man leben sollte. Und wenn du davon abweichst, entsteht innerer Stress. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, so wir wachsen auf mit gewissen Vorstellungen und in dem Sinn Regeln. Und sobald man halt erwachsen wird und raus in die Welt geschickt wird und vielleicht einmal eine andere Schiene ausprobiert und nicht genau die gleiche Schiene fährt wie die Eltern, dann macht einem das so ein bisschen Angst. Aber das war so ein bisschen mein Learning gewesen. Und ich bin jetzt gespannt, was das für mich jetzt so in Zukunft bedeutet oder was das mit mir macht oder was das wird verändern. Weil eben, also für mich ist so das Gespräch schon mal mega healing gewesen und ich bin so froh, also wie, dass meine Eltern so die Ansicht haben, so eben, dass sie gleich stolz auf mich sind und dass sie mich immer noch lieben. Auch wenn ich vielleicht zu gewissen Punkten eine andere Meinung habe oder mein Leben so lebe und sie vielleicht nicht 100% einverstanden sind und das ist okay. Und das ist auch normal. Und eben wenn ich so bei ihnen ist es ja genau gleich gewesen. So, sie leben auch nicht das Leben, wo vielleicht ihre Eltern bzw. meine Großeltern so 100% auch so gelebt haben. Also das ist ja logisch. Aber ich bin ja gespannt, was so ein bisschen eure Gedanken sind zu dem Thema oder vielleicht auch eure Erfahrungen. Vielleicht habt ihr auch schon so Konflikte mit euren Eltern gehabt und wenn ja, wie gehen die mit dem um? Könnt ihr vielleicht so ein bisschen relaten mit mir? Oder ist das für euch so voll easy und ich kann das easy handeln mit meinem Bruder? Dass es euch scheißegal ist, wenn ihr andere Ansichten habt, jetzt also die Eltern so. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir kommen langsam zu Ende bei diesem Podcast. Und zu Ende bei dieser Wohnung, Alter. Scheiße, oh mein Gott. Und ich muss langsam pennen. Aber Leute, vergesst nicht, dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung zu geben. Da würde ich mich sehr freuen. Und ich kann mich auch gerne abonnieren auf Spotify. Was muss ich noch sagen? Ich freue mich über jeden Support. Und das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch... Oh, jetzt ist gerade die Kamera ausgegangen, aber ich wünsche euch eine schöne Woche, einen guten Start und bis nächste Woche wieder in der neuen Wohnung. Tschüssi!